Da flitzt sie um mich. Im Sauseschritt. Charlotte, hat er den Hund schon gefunden? Nicht, oder? Die sucht aber gar nicht. Und der Friedler sagt, wie dem Pfisterhof liegt ein Schatten. Du sag mal, Ursel, ich hab gehört, du bist unverschämt. Gibt's so? Sie weiß nix. Mit einer Killerin? Haben die dir zutrauen? Pass auf, alles. Warte mal, alles. Der Graf wieder, brauch ich. Den Jungen verraten ja bloß nicht. So unterschluckt dann. Da hat er so in diese Leinenstoff. Sabreis, jetzt komm ich. Hey, Sie! Kommen Sie bitte Okay, hier Mann, einmal her so. jetzt! Der Herr Logemann, der scheißt doch ganz munter. Haben Sie das Premium-Schuhpflegeset? Aber selbstverständlich. Der Herr soll Sie Ihnen danken. Geben Sie mal her. Das hätte aber reichen. Mehr Geld brauch ich nicht. So, dann wollen wir mal sehen. Ja und? Sagen Sie, haben Sie auch schon mal davon geträumt, einen Menschen zu töten? Nein. Neulich, als ich diesen Ort erreicht habe, da hat mich bei der Kuhweider Mordseingang so ein ekelhafter Typ hat gefangen. Sah aus wie eine Mischung aus typischen Bayer und Schlachtfeld. Fresse wie Noxe, dünn und mit Glatze. Seltsamer Mann. Der hat mich in diese Lage gebracht. Was, ein Reiber? Würden Sie mir den Brief geben? Als Gegenleistung biete ich Ihnen etwas ganz Besonderes. Nein, den trau ich nicht. Dann behalten Sie doch Ihren dämlichen Brief. Gut, und nun zurück zur Sache. Er hat gesagt, dass er im Auftrag eine Kuh entführen soll. Allerdings hat das wohl nicht geklappt. Zumindest hat er eine sehr unschöne Wunde im Gesicht. Sah aus wie ein Huf. Naja, man kennt es. Der Klügere gewinnt. Auf jeden Fall war er so frustriert, dass er mir meine Brotzeit geklaut hat. Dann ist er abgehauen, Richtung Westen. Muss wohl ein Räuber gewesen sein. So ein bayerischer Nichtsnutz. Schweigen Sie! Ich hatte einen solchen Hunger, dass ich mich der Wirtshausküche annehmen musste. Es war bereits nachmittags, also habe ich mir ein paar Weißwürste genehmigt. Naja, und was dann geschah, erleben wir hier ja gerade gemeinsam. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr gehasst. Mein Darm fühlt sich an wie 20 Jahre Krieg. Aha. Ich halte den Damen schon wegen die Weißwürst. Weißwurst nach der Mittagszeit ist. Ich weiß schon genau, warum die Bayern als arrogantes und selbstverliebtes Völkchen betrachtet werden. Wissen Sie, warum das so ist? Nein. Weil es stimmt! Alles, was ich will, ist, dass dieser Hund mal eine Lektion lernt. Und zudem möchte ich meine Brotzeit wieder. Nochmal so ein Fraß und auf meinem Grabstein wird nichts stehen, da ich mich in diesem Lokus hier selbst beisetze. Die Hälfte meines Körpers ist gefühlt schon Teil Wolpertshofens. Holen Sie mir bitte meine Brotzeit aus dem Räuberlager. Die muss da irgendwo sein. Und wenn Sie da einen dieser ekelhaften Kreaturen begegnen, dann scheuen Sie sich nicht, ihm im Namen von Johann Ulrich Logemann das Gesicht umzukrempeln. Hier haben Sie alles, was Sie brauchen, um eine Brotzeit zu finden. Und scheuen Sie sich nicht vor Gewalt. Tun Sie alles für den Schinken. Deine Brotzeit. Mit ein bisschen Glück habe ich schon dabei. Und nun ab die Post. Die große Brotzeit. Sie fordern ganz schön viel für so eine kleine Gefälligkeit. Ja, Mann. Nehmen und geben heißt es immer.
Na gut, aber dann beantworten Sie mir eine Frage. Was ist die schlimmste und erniedrigendste bayerische Beleidigung, die Sie kennen? Die schlimmste bayerische Beleidigung. Damischer Saupreis. Oder Freibierlädchen. Was sagt du dazu? Mir gefällt das gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, nehmen Sie das hier. Die Papiere nehmen. Und hier noch etwas. Geschenk des Hauses. So, jetzt möchte ihr eine Brotzeit. Nach seinem Rezept. Rezept beruhigender Tee. Mama. Bauplan besonderer Glücksbringer. Lemmer. Und die große Brotzeit. Rezeptsammlung. Kann ich da reinschauen? Schaut nichts aus. Sag mal, Logemann. Bitte nur da. Mit jeder Minute weniger. Aber ja, haben Sie mein Essen gefunden? Aber selbstverständlich. Dann rücken Sie es endlich raus. Ich fühle schon meine Rippen. Pass auf, Brotzeit. Bei Gott, die Brotzeit passt nicht durch das Guckloch. Es wird immer erniedrigender. Was sollen wir nur tun? Nun gut, meine Ehre liegt eh schon auf dem Grund des Donnerbalkens. Ich werde nun diese Tür öffnen und dann geben Sie mir, was ich begehre. Wenn Sie mir nicht helfen, dann werde ich rauskommen und mir die Brotzeit holen. Ja, heute die Brotzeit, das möchte ich sehen. Na gut, Sie lassen mir keine andere Wahl. Die Bibel zitieren. Zitier mal. Ich hab mich hingerissen. Haben wir da beim Pfarrer Bayerle gelernt. Weg das. Ein Preis ohne Hosen. Sie wollen mich doch einfach nur verarschen. Was auch immer Ihr kranker Geist anstrebt. Es ist ihm gelungen. Ja gut, ein Preis blamiert. Gottverdammte Scheiße! Jetzt hat sich der Türriegel auch noch verklemmt. Lieber Gott, wenn du mich gerade prüfen willst, dann flehe ich dich an. Erschlage mich einfach mit deinem Blitz. Sie, nach allem, was wir hier gemeinsam erleben mussten, bitte ich Sie kniend um einen letzten Gefallen. Öffnen Sie bitte nur noch diese Tür. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich werde nicht mehr. Wenn Sie nichts unternehmen, dann wird Johann Ulrich Logemann, Kommandant einiger der größten Schlachten in unserer Zeit, in einem Scheißhaus sterben, erniedrigt, verdreckt, komplett entehrt. Und zu allem Übel auch noch in Bayern. Sie kriegen alles, was ich besitze. Hier, nehmen Sie ruhig. Sie kriegen auch einen Bauplan für ein feinmechanisches Werkzeug. Damit sollte es gelingen, dieses Grauen zu beenden. Logemann in den Stich lassen. Du elendiger Saupreis. Brauch ich den Bauplan? Gleich drauf. Los drinnen deppen. Pass auf. Aber war das ein Aufstieg? Ein Aufstieg nach Maß. Empathie und Bauchgefühl. Weg das.
Der junge Alois. Probleme auf dem Hof? Das sagt nichts, typisch. Soll ich mal sagen, die Sonne geht langsam unter, oder? Wie spät ist denn? Ja, wir wollten ja noch mit der Kathi sprechen. Kommt gerade dazu. Hey, Schwammerl. Vielleicht frisst doch noch am Schwammerl. Irgendwann einmal. Du Rani, wie schaut denn aus? Wie spät ist denn? Warte, so einer. Der Thomas. 5. Frau Schwendner, hören Sie mal zu. Ich muss was wissen. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Die wollen sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Ja, mei, Valentin, ich hab's schon gehört. Alle sind ganz auseinander, keiner traut dem anderen mehr. Wie ist bloß so weit gekommen? Der ganze Ort ist in 2 Lager gespalten und jeder schürzt auf den anderen. Valentin, Sie sind einer von den wenigen, die noch alle 5 beieinander haben. Sie müssen den Mörder finden, bevor alle komplett andrehen. Haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt mehr? Ja, Kathi, bei haben wir nicht mehr zur Auswahl. Aber was ist denn mit dem Hans Girgel? Stimmt, der und sein Kegeln. Das ist schon komisch. Sie können ja mal bei seinem alten Chef, dem Schormeier, nachfragen. Der kann Ihnen sicher was über den Hans Girgel verzeihen. Vielleicht hat der Hans Girgel einen Lenz mit den Kegeln erschlagen. Ich gebe Ihnen einen feinen Obstler mit. Dem Schormeier muss man schon was zum Zungelösen mitbringen. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Schorsch, möchtest du was? Mag ich nicht. Das soll Peter. Davor waren noch so gesprächig. Die rammen wieder Bier ab. Wie schaut denn aus? Zu später Stunde? Kann ich pennen gehen? Der redet ein, bringt Glück herein. Und wir pennen wieder mal bis zum nächsten Morgen. Nicht das, wollen wir richtig ausschlafen? Freunde, weiter geht's. Um 7 in der Früh. Der junge Alois, der war ja... Wo war der? Da wo der Hans Girgel war. Hey, Christbacher, wie schaut denn aus? Pass auf, einen Doktor habe ich gefunden, der hängt. Was? Der Arzt Schweighöfer? Er hängt? Das kann doch nicht sein. Schmidt, was sagen Sie da? Meinen Sie das ernst? Der Mörder ist also noch im Ort. Er ist noch unter uns und er treibt immer noch sein Unwesen. Schmidt, geben Sie sich endlich ein bisschen Mühe. Das kann doch so nicht weitergehen. Herr Christbacher, dafür kann ich nichts, dass der Doktor gern abhängt. Ach, Schmidt, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Gute Arbeit. Ja, pass auf, der Lehrer ist schon kampfbereit.
Hack und Zack, aber das hatte ich befürchtet. Wir können uns nicht von so ein paar dahergelaufenen Revoluzern einschüchtern lassen. Wir werden bereit sein, das kann ich Ihnen versichern. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Falls Sie noch etwas zur Klärung des Falles beitragen wollen, müssen Sie sich beeilen, bevor es hier endgültig kracht. Ich muss umgehend ein Treffen der Bürgerwehr einberufen. Jetzt muss ich sagen, ich hätte da was. Schauen's, der Hans Giergel nervt mich die ganze Zeit. Irgendwas wegen Kegeln. Das wäre mir ja egal, wenn er nicht die ganze Zeit direkt vor meiner Nase auf und ab marschieren und was ich hinschimpfen darf. Schauen's doch, was Sie da machen können. Der Hans Gürgel. Warte mal, der Dallas Junior. Buben schaut denn aus? Seine Angel, ja, die hab ich noch nicht. Woher wissen Sie meinen Namen? Was hat der Friedel noch erzählt? So, wir nutzen unsere Informationen. Der holt. Toll. Die Mutter. Schwierigkeit 11. Würde ich gerade sagen, machbar. Glaube ich nicht. Wobei, mit ein bisschen Glück. Die Mutter ist gestorben. Da war ich nur ein kleiner Bub. Ich bin mit der Mutter und am Vater in der Kirche gesessen. Die Mutter hat die Schwammerl gemacht. Dann hat der Vater gesagt, er macht nur Holz, damit der Ofen nicht ausgeht. Die Mutter und ich haben gespielt. Schwammerl mit dem Mundfanger. Der Vater hat das nicht gern gesehen, weil das so eine Arbeit ist, die Schwammeln zu finden. Die Mutter hat einen Schwammerl gefangen und auf einmal ganz große Augen gekriegt. Sie hat so geküsst. Ganz komisch hat sie das angehört. Kennen Sie das? Sie hat sie umdreht zum Ofen hin und auf die Brust geklopft. Erst hab ich gedacht, sie hat so lachen müssen. Aber dann ist sie einfach umgefallen und lag mit offenen Augen auf dem Küchenboden. Da war ich wie ein Stor. Wissen Sie, was ich mein? Wenn die Zeit mit einem Mal nicht weiterläuft. Dann ist der Vater wieder gekommen. Er hat mich weggeschickt und dann Friedel gerufen. Das weiß ich noch. Seitdem ist alles anders. Was hat der Friedel noch erzählt? Was ist denn mit dem Streit? Ja, wissen's, seit die Mutter nimmer ist, sagt der Vater, dass Was sagt er denn? Scheiße, gescheitert. Ich möchte nicht drüber reden. Was hat der Friedel noch erzählt? Was hat denn die Ursel gemacht? Die Ursel will mich nicht im Haus. Ich glaub, die will nur einen Vater sein Hof. Schlagen tut's mich. Bei jeder Gelegenheit. Erst nur ganz normal mit der Faust, aber spart er dann immer härter. Oh, lieber gut. Hat sie mich mit einem Schüreisen gestochen, als sie gerade an den Ofen angeschüttet hat. Das war wirklich heiß. Dem Vater hat sie erzählt, dass ich im Stall in die Pfoten gelaufen war.
dann hat der Vater mir auch eine gequatscht, weil ich da nichts verloren hab. Und auch an Friedel. Und sogar an Vater schnauzt sie dauernd an. Ich hab dem Vater einmal eine Figur geschnitzt, damit er sie vielleicht freut. Er hat nämlich selber gern einmal geschnitzt, bevor... Die Figur hat mir die Ursel dann weggenommen. Und das Messer vom Vater. Was hat der Friedel noch erzählt? Wenn sie mir helfen wollen, müssen sie mit dem Vater reden. Ich wollte doch nur, dass er mich wieder anschauen kann. Ich hab doch nichts gemacht. Aber ich glaub, das ist ihm gleich. Ich glaub, der ist froh, wenn ich nicht daheim bin. Aber, wissen Sie was? Da fällt mir grad was ein. An dem Vater hat die Ursel schon mal was weggenommen. Die Mutter hat dem Vater mal ein Buch gemacht. Da hat sie ihm immer Briefen eingeschrieben. Das hat der Vater immer unterm Bett gehabt. Und dann hat sie die Ursel das Buch genommen und eine Schaufel und ist im Garten verschwunden. Ich hab das genau gesehen. Aber die Mistbritschen hat mich nicht sehen können, weil ich im Baum gesessen bin. Eigentlich wollte ich das Buch selber wieder auskramen, aber ich war nicht schnell genug. Der Vater hat gemerkt, dass es weg ist. Sie können sich vielleicht denken, was da los war. Wenn Sie dem Vater das Buch bringen, war er da sicher beruhigt und glücklich. Wenn er das überhaupt nur sein kann. Aber lassen Sie ihn nicht vom Hubi erwischen. Der ist ein Knecht bei uns. Ist mit der Ursel gekommen und ist auch so ein Krattler. Vielleicht kann ich deinen Vater umstimmen. Da geht's ja ganz schön zu bei denen. Der Grundgütiger.